wo immer Sie mich auch hören oder sehen. Ich heiße Sie willkommen in der Stadt, die für uns Anfang und Ende zugleich ist. Herzlich willkommen in Köln. Ich heiße Gabi Faulhaber und ich habe mir zum Motto gemacht, Kölner Mundart-Autorinnen und Autoren ein Forum zu bieten, um ihre wunderschönen Rühmscher, Verzellscher und Lieder, das heißt auf Hochdeutsch Reime, Erzählungen und Lieder, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Und jetzt denke ich und hoffe, dass Sie auch viel Freude daran haben. Aber alleine kann ich das natürlich alles nicht. Deswegen habe ich meinen Computerlehrer und Fachmann für PC und Internet hinter der Kamera postiert. Und wenn Ihnen der Jingle gut gefallen hat, der wurde für mich eigens komponiert von Hans-Jürgen Jansen, dem Köln-Barden. Und für heute erwarte ich Herrn Professor Dr. Jürgen Bennack. Und Sie werden sich wundern, was so eine Kölsche Professor zu erzählen hat. So, und jetzt hoffe ich, dass er bald kommt. Hallo, lieber Jürgen! Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Ja, ich habe den Leuten schon versprochen, dass so eine Kölsche Professor kein Professor ist, der in höheren Sphären klebt oder in seinem Elfenbeinturm lebt. Und deswegen möchte ich als erstes mal sagen, du hast ja eine tolle Karriere gemacht, vom Industriekaufmann zum Universitätsprofessor und jetzt zum Irebas vom Kölschen Heimatverein, vom Heimatverein Altköln, wie es genau heißt. Was willst du denn eigentlich noch werden? Jetzt kannst du eigentlich nur Prinz Karneval werden, ne? Ja, Prinz Karneval oder Papst, das geht aber nicht, denn ich bin der Evangelisch. Schwierig, ja. Papst geht nicht. Du kannst aber konvertieren. Nein, aber, Problem. aber Vorsitzender des Heimatvereins, das ist schon eine hohe Ehre. Nicht? Das habe ich 5 Jahre gemacht und damit auch dem gedient, was du eben gesagt hast, nämlich der kölschen Sprache, der kölschen Mentalität. Ja, in besonderer Weise dafür gearbeitet, dass das, was die Mundartautoren vortragen können, auch weiter vorgetragen werden kann. Ja, es gibt ja so wenig Möglichkeiten hier bei uns. Das ist ja, wir sind zwar hier in Köln, wir haben den größten Sender in Köln, aber kölsche Sprache, nein. Wenn ich den Sender einschalte, ich höre nur Ruhrgebietsslang. Ja, ich darf das ja hier sagen, sonst nicht. Das haben wir Herrn Pleitke zu verdanken. Als er Intendant des Westdeutschen Rundfunks war, hat er scheinbar das Kölsche eliminiert. Und es ist ganz schwer, kölsche Sprache in den Westdeutschen Rundfunk zu bringen. Wir haben einige kleine Erfolge. Wir haben ein Interview über unsere Kumede im Westdeutschen Rundfunk in der Aktuellen Stunde untergebracht. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Aber ein ganzes Stück dieser kölsch gesprochenen Theaterstücke, die die Komödie jedes Jahr aufführt, das werden wir wohl nicht mehr hinkriegen. Ich glaube, du musst doch erklären, was Komödie ist. Ja, Komödie ist das kölsche Wort für Komödie und das ist eine Theatergruppe im Heimatverein Altköln. Die spielen seit über 50 Jahren kölsche Stücke, jedes Jahr eines, und wir haben etwa 12.000 Zuschauer, die uns dann besuchen. Und das wird im nächsten Jahr nicht mehr an alter Stelle sein, sondern? Nicht mehr an alter Stelle und auch nicht zur gleichen Zeit. Es war früher immer die Winterzeit, jetzt spielen wir im Frühjahr. Wir spielen aber nicht mehr in irgendeiner Schulaula, sondern wir sind sehr glücklich, im ehemaligen Millowitsch-Theater an der Aachener Straße zu spielen. Das ist wunderbar zu erreichen und ich kann Ihnen nur sagen, die Stückchen und die Schauspieler sind hinreißend. Sie geben sich eine solche Mühe und es ist nichts Dilettantisches. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich habe mir vorgenommen, für eine der nächsten Sendungen den Wolfgang Semrau einzuladen. Wolfgang Semrau ist der Spielleiter und der das seit einiger Zeit macht und sehr, sehr anständig macht. Nicht? Also das ist eine feine Sache. Wir sehen vielleicht noch den einen oder anderen Schauspieler dazu.
das wird sicher eine ganz, ganz lustige Sache. Aber kommen wir zurück auf den Heimatverein. Der Heimatverein bedeutet dir sehr viel, er bedeutet mir aber auch sehr viel. Ich sage ja immer, wenn jemand eine Heimat für die Kölsche Seele sucht, dann ist der Heimatverein Altköln einfach die richtige Adresse. Und nicht zu vergessen, die vielen tollen Veranstaltungen. Eigentlich ist jeden Monat ist ja irgendeine eine Geschichte, sei es nun jetzt eine Lesung oder Liederabend oder. Was ist als nächstes vorgesehen? Als nächstes ist ein Mundartautorenabend vorgesehen, also passt genau in das, was du vorhast. Genau, ja. Wir haben im Heimatverein ungefähr 20, mehr als 20 Autoren, die neue kölsche Stücke schreiben. Es gibt einen großen Bestand an kölscher Literatur aus der Vergangenheit. Sie bereichern das um neue Stücke und jedes Jahr einmal lesen sie die neuesten Stücke vor. Wir können noch nicht mal alle vorlesen, weil zu viele Einsendungen da sind. Das ist doch wunderbar. Ja. Nicht? Es ist doch schön, dass es wieder gepflegt wird. Und wie gesagt, der Heimatverein ist natürlich auch die Stelle, wo die Mundartautoren zu Wort kommen. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, bei den Kölner Sendern, weder beim WDR, wollen wir den nicht alleine nennen, noch RTL, noch Köln TV, Kölsch als Sprache ist einfach nicht gefragt. Aus welchem Grund auch immer. In vielen deutschen Gauen dürfen die Leute ihre Dialekte sprechen. Manchmal können sie noch nicht was anderes. Denken wir an die Sachsen, denken wir an die Bayern, denken wir an die Schwaben. Kein Mensch nimmt denen was übel. In Köln ist es einfach unfein. Ja, es ist nicht nur, sind die Kölner nicht nur schuld. Es gab ja diesen verfilmten Roman von Ulla Hahn, Das verlorene Wort, glaube ich, heißt der. Und da wurde in Kölsch gesprochen und es gab sogar jemanden, der als Coach den Leuten Kölsch beibringen sollte. Aber das hat man denn alles wieder geändert. Das Kölsch schien, so wie es gesprochen wurde, für ein breites Publikum nicht zumutbar. Tja. Das ist natürlich Ansichtssache. Wir sehen das ganz anders. Richtig. Nicht? Du hast auch bist nicht nur Verfechter der Kölschsprache in der normalen Unterhaltung, sondern du hast auch wunderschöne Kölsche Rühmscher Verzercher geschrieben. Ja, vor allen Dingen habe ich mich aber bemüht, das Ganze noch auf eine etwas theoretischere Ebene zu heben, über den Kölner Humor generell zu sprechen, wozu natürlich auch die Geschichten gehören. Und der Kölner Humor, das ist nun ein Thema, mit dem sich ja vor 60, 70 Jahren schon ein anderer Professor beschäftigt hat. Der alte Lützeler, ja. Professor Lützeler aus Bonn. Ja. Das Buch von dir, ich kenne einige Bücher von dir. Ich sehe, ein kleines hast du uns mitgebracht. Ich weiß, dass es eine ganze Reihe anderer noch gibt, aber wir kommen auf den Kölner Humor. Und ist das in Hochdeutsch geschrieben oder in... Das ist in Hochdeutsch geschrieben, kann also auch jeder Immi lesen, ja. Aber es sind in der Mitte einige Geschichten ob Kölsch. Ja, so sieht es aus. Es heißt Kölner Humor und dann sehe ich etwas Wunderbares, et leve könne. Das erinnert mich sofort wieder an diesen fürchterlichen Satz, mir klebe am Lebe. Es ist fürchterlich. Ja. Ne? Also, der Fachmann weiß genau, es heißt leve und nicht läbe. Obwohl man läbe besser aussprechen kann, ganz nebenbei bemerkt. Kölner Humor, Jürgen Benack. Danke. Immer, ich habe eine Bitte, das hast du ja nicht nur so mitgebracht. Bitte schön, lies uns doch was daraus vor. Ja, das kann ich gerne tun. Ich schlage mal vor. Manche fangen ja ihre Bücher von vorne an zu lesen. Ja. Andere Menschen schauen erst hinten rein. Ja. Ich schlage jetzt mal vor, dass ich in meinem eigenen Buch hinten rein schaue. Kannst du lesen, wo du willst. Das Ende also gewissermaßen. Es gibt schöne Städte. Es gibt aufregende Städte. Es gibt sehenswerte Städte. Es gibt geschichtsträchtige Städte. Köln hat von alledem etwas. Dank seines Humors ist es sogar eine therapeutische Stadt. Aha. Mir kommt diese Stadt sehr zugute,
weil sie es schafft, meine selbst verursachten Katastrophen ein bisschen so zu drehen, dass man damit leben kann, sagt der Kabarettist Richard Rogler, der ein Zugezogener ist, aber der zum Kölner wurde. Ja, in Köln lässt es sich leben. Hinter Hamburg ist Köln die beliebteste Stadt und es gibt im Übrigen auch noch hohe Immobilienpreise in Köln, also Köln ist durchaus beliebt. Machen Sie, meine Damen und Herren, die Probe. Gehen Sie unvoreingenommen auf Kölner zu. Sprechen Sie mit ihnen. Lassen Sie sich auf sie ein, auf ihren Humor, ihre Lebensart, ihre Geschichte. Die Kölner sind im Übrigen überzeugt davon, dass der lateinische Spruch stimmt, extra colonia nulla vita, si est vita, non est vita. Übersetzt natürlich, außerhalb Kölns gibt es kein Leben. Und wenn es eine Art von Leben geben sollte, so ist es nicht lebenswert. Wunderschön. Es könnte von Konrad Adenauer sein, nicht? Ja, Konrad Adenauer ist einer, den ich als einen typischen Kölner bezeichnen würde, nicht weil er rheinisch gesprochen hat und auf seinem Totenbett übrigens Kölsch gesprochen hat. Da jedet nix zu Grieche waren seine letzten Worte. Das ist ein Typus des Kölners, dieser nüchterne, auch kühle oft Mensch, der sehr rational bestimmt war, ist auch ein Kölner. Der Bilowitsch ist die andere Sorte, der volkstümliche, der laute. Wiederum ein anderes Heinrich Böll, der nachdenkliche, der quertreibende oft. Ja, und der moderne Kabarettist Jürgen Becker, das ist wiederum eine moderne Spielart des Kölners, der das Kölsche manchmal sehr scharf ausgeprägt darstellt. Ja, und da können wir natürlich wieder sehen, natürlich lieben wir unsere Stadt, aber so ganz kritiklos waren sie alle nicht. Nein. Nicht? Böll nicht, auch Adenauer nicht. Jürgen Becker haut ja manchmal richtig drauf. Ja. Also es ist nicht so, wir lieben unsere Stadt, aber wir haben natürlich nicht gerne die Kritik von außen. Richtig, aber die Selbstbesoffenheit, die man den Kölnern ja immer vorwirft, die ist bei uns nicht so stark ausgeprägt. Das hast du gerade sehr richtig gesagt. Also ich sehe das auch so. Im Karneval ist Köln natürlich die schönste Stadt der Welt. Nicht? Da gibt es gar kein Vertun. Aber wir wissen schon, dass Köln nicht der Name der Welt ist. Das Karnevalistische? Die schönste Stadt ist mit Sicherheit nicht. Das Karnevalistische soll ja auch humorvoll sein und nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, gut. Auch. Ja, im Karneval ist nicht alles unbedingt ehrlich. Nein, der Prinz ist kein Prinz und der Bauer ist kein Bauer und die Jungfrau ist keine Jungfrau, sondern ein Mann, nicht? Also. Sie war ja nur zweimal eine Jungfrau und das war im Dritten Reich verordnet, weil Männer keine Frauenrollen darstellen sollen. Ja. Aber normalerweise ist auch nicht überall bekannt und vielleicht sagen wir es ruhig nochmal, der Prinz ist kein Prinz, der Bauer ist kein Bauer und die Jungfrau ist keine Jungfrau, sondern ein Mann. Ja, was wäre denn sonst noch von Interesse? Du hast ja nicht nur das Buch geschrieben, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern verschiedene andere. Unter anderem natürlich auch, um jetzt zurückzugreifen, auch während deiner Zeit als Professor, aber darauf müssen wir nicht eingehen. Nein, da habe ich Fachliteratur geschrieben, aber das ist passé, nicht ungefähr was von Köln. Aber ich weiß, sind die Bücher vergriffen? Ja, außer diesem Buch sind eigentlich leider oder Gott sei Dank alle vergriffen. Das heißt ja, dass sie unter den Leuten gelandet sind. Und sie werden nicht... ich bin in Verhandlungen mit einem Verlag, der beabsichtigt, eine Neuauflage dieses Buches, da gibt es noch 100 Stück von, zu machen. Und das würde ich etwas aufpeppen mit früheren Sachen, wie zum Beispiel Aussagen über die Kölner Mentalität. Ja. Wie man wohnte, wie man hübsch sind. So ist das. Ja, du hast aber unter anderem so ein kleines kölsches Wörterbuch, Kölsch-Wörterbuch gemacht. Ganz anders als Wörterbücher normalerweise aufgebaut sind, nicht alphabetisch geordnet, sondern nach Situationen, nach Jahreszeiten geordnet.
Wir sind im Moment im Sommer und ich möchte dich sehr herzlich bitten, lies uns doch das Sommerends für. Zufällig. Zufällig? Habe ich. Wie schön. Dieses kleine Stückchen dabei. Ich habe das übrigens für eine Rundfunksendung gemacht. Die wir mal zusammen die gemacht wir gemeinsam haben. gemacht Nach haben. 20 Jahren Radio muss mal was anderes her, ne? Richtig. Ja, Das muss ich aber ablesen. das darfst du auch. Hück jedet in der Sommer. Wann im Sommer et Sönche schink, möchte de mieste Lüget ligge, wann se sich ob de Fuhl Huck leje könnte, dat jed auch zu Hus ob Balkonien. Menscher ein jück ever lever in der Gegend darum, mehr ne Usfloch auf Urlaub in de Berg oder an het Meer. Für ob der Berg zu klimmen, zu laufen, auf zu schwimmen und zu baden. Wer kein Geld und kein Zick für zu fahren hätt, kann aber so dun, als ob ein Reis gemacht hätt. Legt sich unter der Sonnenbank und lässt sich braten. Doch spart man das Flugzeug, das Schiff, der Bus und das Auto und auch der Badeanzug und der Badeputz. Trotzdem sieht man wie ein Urlauber aus. Man muss bloß noch einen Ort erfinden, wo man gewesen sind könnt. Am besten einer, der keiner kennt, der wegfort ist und Sündche nach. Dann sind sie all neidisch. So, dann habe ich immer die Wörter, die wichtig waren, noch mal vorgelesen, das tue ich jetzt auch. Ja, ich bitte darum. Bade, Badeanzug, Badeputz, Huck, die Haut, Klimme, Lofe, Urlaub, Schwimme, Sönche, Sommer und Usfloch. Und am Schluss habe ich dann immer gesagt, das Wort, malet Jod und haltische Salze. Dankeschön. Das war wunderschön. Haltische Salze. So, du hast mich eben gefragt, welche Dinge der Heimatverein anbietet. Ich nannte den Mundart-Autorenabend. Der findet jedes Jahr statt. Dieses Jahr, 2015, an den Dominikanern, 6 bis 8, in der Residenz am Dom um 18 Uhr. Und das Schöne ist, er ist kostenlos. Er wird nicht umsonst. Wie fast alle Veranstaltungen, das muss man auch dazu sagen, fast alle Veranstaltungen des Heimatvereins. Und wie gesagt, was Sie da an Vorträgen oder an Liedchen zu hören bekommen, ist einfach hinreißend schön. In der Regel dauert die Veranstaltung so 1,5 bis 2 Stunden. Ja, eine Stunde bis 1,5 Stunden. Eine gute Stunde. Und wie gesagt, wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich voller Freude und mein Herz ist glücklich. Ich muss es einfach sagen. Und ich glaube, das wird vielen Leuten so gehen, die vielleicht den Heimatverein aus Köln noch nicht kennen. Ja, ich kann ja mal so ein paar Themen nennen. Wir hatten das letzte Mal den Leiter des Kölnischen Stadtmuseums. Der hat über die Geschichte des preußischen Köln berichtet. Wir hatten jemanden, der über Hexen... Schenke, oder? Nein, der Nachfolger, also, Mario Kramp, Dr. Mario Kramp. Dann hatten wir natürlich auch über die Hexenverbrennung in Köln einen Vortrag mal vor einiger Zeit über Frauen, die in Köln gelebt haben. Wir berichten über die Kirchen. Frau Professor Kier zum Beispiel, die ehemalige Stadtkonservatorin, hat uns auch über bauliche Geschichten, über Festungsbauten in Köln erzählt. Also ein ganz breites Spektrum. Und daneben haben wir unseren Liederabend einmal im Jahr. Der wird in diesem Jahr unserem lieben Freund und unserem Ehrenmitglied Ludwig Sebus gewidmet sein. Und wir haben unseren Nikolausabend, in dem der Nikolaus leibhaftig kommt, zur großen Freude der Mitglieder des Heimatvereins. Und darüber hinaus haben wir Verbindungen mit Kölner Karnevals, mit der Kölner Karnevalsgesellschaft Unter uns. Unsere Mitglieder können eine Karnevalssitzung relativ preiswert besuchen, die noch im älteren Stil ist, nicht so laut. Also wir bieten da, und wir haben eine ganze Menge, das sollte ich nicht vergessen, von Führungen, Begehungen, in den romanischen Kirchen, in bestimmten Städten in Köln, demnächst das Käthe-Kollwitz-Museum. Also ganz breit sind wir da aufgestellt und nicht nur jeden Monat eine, sondern im Grunde haben wir 2 bis 3 Veranstaltungen in jedem Monat. Und dazu muss man sagen, der Jahresbeitrag ist ein Witz.
Ja, er war 24 €, wir haben ihn ab nächstes Jahr auf 30 erhöht. Für ein ganzes Jahr 30 € und dafür so viel Freude. Und eins nicht zu vergessen, unser Mitteilungsblatt, seit vielen Jahrzehnten hochberühmt in Köln, von vielen gesammelt, immer eine Quelle auch vieler Kölscher Geschichten und Berichten aus der Kölner Geschichte. Unser Heft Krone und Flamme kommt alle 3 Monate. Da steht unser gesamtes Programm auch immer drin. Also was wir in den nächsten Monaten vorhaben, wie man an Karten kommt, wenn es nötig ist. Das ist ein schönes, buntes Heft mit vielen interessanten Mitteilungen. Vielleicht muss ich da noch ein kleines bisschen eingreifen. Krone und Flamme zu Hochdeutsch. Kronen und Flammen, das Kölner Wappen. Ne? Bekannt oben die 3 Kronen, nicht fürs Dreigestirn, sondern für die heiligen 3 Könige. Richtig. Und unten die 11 Flammen. Manche sagen auch, es wären Tränen für die 11.000 Jungfrauen. Da gab es doch Jungfrauen, siehst du? Karneval haben wir keine mehr. Ja, ist ja ein Mann, kann Ja, ich sagen. doch, ich widerspreche. Aber gut, das wollen wir hier nicht vertiefen. Nein, das ist absolut kein Thema. Du hast Ludwig Sebus angesprochen. Natürlich werde ich in einer der nächsten Sendungen Ludwig Sebus einladen. Ich habe ihn vorgestern noch getroffen und er ist wieder gut dabei. Nach einem kleinen Ausfall ist er also wieder ganz gut dran. Er wird 90 Jahre alt und man sieht es ihm nicht an, man merkt es ihm nicht an. Also er ist ein Phänomen, man muss es einfach sagen. Gut, aber als nächstes möchte ich schon darauf hinweisen, da werde ich haben den Köln-Barden, Hans-Jürgen Jansen, der diesen zauberhaften Jingle geschrieben hat. Und er ist auch nicht nur Liedermacher, Texter, Komponist, sondern auch Buchautor. Und ich denke, auch das wird ein sehr, sehr schönes Video werden. Lieber Jürgen, ich danke dir ganz, ganz herzlich. So, und jetzt gehen wir eine Tasse Kaffee trinken. Ne? Es war mir ein Vergnügen.